Hallo zusammen und willkommen bei einem weiteren Klemmbausteine-Stream hier auf brack.ch. Heute wieder mit mir, der Caro. Cyril ist immer noch in seinen Ferien und ich darf heute mit euch, hallo XQC, ich darf heute mit euch den Mittag verbringen und ich freue mich schon darauf, mit euch und meinem Pikachu, wenn ihr euch daran erinnern könnt. Wir haben es noch nicht so weit geschafft, erst auf die Base. Und ja, hoffentlich bekommen wir den zum Säckeln. Dann fangen wir doch schon mal an. Und XQC, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Wie geht's dir so? Also wenn ihr euch mal erinnert, das ist Base. Weiter sind wir noch nicht gekommen, jetzt geht es ab zum Pikachu-Körper. Wunderbar, geht es dir tipptopp. Mir auch. Ich bin zurück von den Ferien. Am Samstag zurückgekommen. Daher gerade sehr gemütlich einen kleinen sanften Einstieg in diese Woche. Genau. Was hast du denn so gemacht? Also. Schauen, was wir hier so heute zusammen bekommen. Ich glaube, wir machen als erstes den Hebel. Dass wir das Ding dann auch drehen können. So. Muss ich da wieder meine Skills reindenken. So lange Pause gemacht. Das muss man immer kontinuierlich trainieren, sonst verliert man das. Ich habe ja gesagt, ich bin auch gerade von der Ferien zurückgekommen. Ich weiss nicht, wie sieht das bei euch so aus? Bei mir waren jetzt die letzten Ferien für das Jahr. Nachher Ende Gelände, Richtung Weihnachten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt, was das für Teile sind. Vor allem, wie ich die hier finde. Haben sie das rote gelb gemacht? Oder gibt es noch was anderes? Wird schon so sein. Haha, schon die ersten Fehler innerhalb von 3 Minuten. Ich bin völlig aus meinem Game draussen. So. Vielleicht haben wir meine Ferien noch ein bisschen zu fest entspannt. Weil ich eigentlich nichts anderes gemacht außer gegessen und geschlafen und gelesen. Und einmal genau noch Schule gehabt. Das war es etwa. So. Es braucht ein bisschen Kraft, darum ziehe ich es ein bisschen näher zu mir, dass ich das Ding hier abdrücken kann. Es ist eben so, wir waren in Italien.
Und ich glaube, in Italien kann man auch nicht viel anderes machen als essen. Also ja, Sachen anschauen. Aber ich glaube, Essen ist schon der Main Point, wieso dass man auf Italien geht. Pizza, Pasta. Ist eigentlich gar nicht gut, dass ich an diese Sachen denke, so kurz vor dem Mittag. Und ich war leider auch nicht so smart und habe mich vorgesorgt. Nächstes Mal muss ich das machen. Dass ich ein Birchermüsli vorher essen. Denken. Ich glaube, es noch nie ein Set ein ist so ein bisschen angefangen und dann irgendwie nach 2 Wochen fertig gemacht. Wenn ich jetzt leise bin im Mic, könnt ihr es mir sagen. Ich bin immer noch so ein bisschen unsicher, ob man mich gut hört. Aber ich glaube, es sollte funktionieren. Ich darf einfach nicht gegen links von mir reden. So. Also, Base ist jetzt mit dem Supergriff fertig. Und das dreht so schön. Das ist so richtig hypnotisierend. Das heisst, wir kommen jetzt an Pikachu und es ist sehr, sehr viel Gel. Ich glaube, ich habe das letzte Mal schon mal gefragt. Was ist eure Vorliebe? Dort alles sortieren? Dort einfach. Es kommt, wie es kommt. Zusammensetzen. Wenn ihr so Klemmbausteine macht. Ich kann mich noch nicht so anfreunden mit dem Zusammensetzen. Es hat so hart. Oder ich habe noch mehr nachgelassen mit meiner Kraft. Das ist das andere. Kleine Produkte werden teilweise gesucht, bei grossen Projekten jeweils sortiert. Ja, es macht noch Sinn, je nachdem, wenn du etwas Riesiges hast. Was ist denn schon dein grösste Set, das du zusammen hier hast? Ich habe mit der Kollegin vor ein paar Jahren ein Hogwarts-Schloss zusammengebaut. Da haben wir 3 Tage gehabt. Aber so ein Hoi, Sid. Pika. Ja. Bist du ein Pikachu-Fan? Bist du ein Pokémon-Fan? Spielst du Pokémon? Das habe ich, glaube ich, gar nie gefragt.
dem Set zusammengebaut. Also was ist das genau? Ist das so ein Set, das du selber in Auftrag gegeben hast, oder wie? Oder wie kann man sich das vorstellen? Oder hast du selber etwas designt? Aha, da haben wir die Anleitung in einem Shop gekauft und dann dort Einzelteile. Ah, nice. Und da kannst du ja wirklich eigentlich... Jetzt wahrscheinlich... Aha, das kommt eigentlich noch gut, hä? Und dann hast du dir jetzt genau auch angegeben, welche Einzelteile das brauchst. In dem Fall. Ich habe gar nicht gewusst, dass es das gibt. Also ich habe schon gewusst, dass es Leute gibt, die ihre eigenen Anleitungen machen und natürlich aufladen. Macht ja Sinn. Da die ganzen IDs, Produkte von Lego, oder so ein bisschen, je nachdem, glaube ich, so Creator sind ja eigentlich auch alles Fanbuildings oder immer die meisten, wo man kann voten kann. 6500 Teile. Wie lange hat er gehabt? Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Teile das Hogwarts Schloss war. Aber ich denke, da hat er ja auch Kostenpunkte für die Einzelteile 600 bis 700 Stutz und ein paar Stunden Arbeit. Aber 600 bis 700 Stutz ist ja eigentlich auch noch. Und dann musst du noch die Anleitung kaufen. Aber also kommt dann natürlich, ist eigentlich, also macht ja auch Sinn, oder wenn sich ja da auch noch eine Privatperson einhängt. Ich habe etwas vergessen dran zu tun. Ich bin schon so fasziniert von dem Set, das man selber zusammenstellen kann. Das bringt mich ganz aus dem Konzept. Ich habe schon gesehen, dass das so Leute halt, also kannst du ja wie auch Fotos kannst du eigentlich auch aus Lego oder aus anderen Sets zusammenbauen, die dann nachher kannst aufhängen. Da die ganze Arts-Reihen oder die Bilder, die sie gemacht haben. Das ist schon cool. Da kannst du eigentlich auch irgendwie wie noch mehr deine ganzen Sets personalisieren. Ich habe online geschaut, also das Hogwarts-Schloss. Also seht ihr in diesem Fall auch etwa. Könnte man fast rechnen, 3 Tage dran gewesen. Natürlich mit Schlafen und Essen. Ah, das Mario. Also der Würfel. Der ist eigentlich auch easy. Sag mal, so ist es schon 6000. Also ist Mensch bei Mario dort. Ah, das ist in dem Fall ja. Nein, also, aber da hast du wirklich einige Zeit gehabt in dem Fall. Und der steht jetzt bei euch daheim im Regal. Wie machst du das eigentlich so? Hast du eine Vitrine? Hast du ein Regal? Ich frage mich immer, wie ich meine Legos verräumen soll. Das Schloss steht bei mir im Büro, aber halt nicht in einem Regal. Das heisst, es verstaubt immer ein bisschen. Und den Bonsai habe ich eben auch
Nicht in einem Regal. Die einzige Pflanze, die bei mir überlebt. Dann auch die Anleitung ganz ausbreiten, dass ich alles sehe. Aber es ist so riesig. So. Wie gesagt, wenn dann nachher, wenn der Cyril zurück ist, dann bin ich eingerichtet. Dann wüsste ich genau, wie ich mich platzieren muss. Es ist schon ein bisschen knübelig. Das habe ich beim Evoli von dieser Serie auch schon gefunden. Also ich glaube, meine Finger tun mir näher. Letztes Mal sind mir nicht so weh da, aber ich habe das Gefühl, heute könnte es sein, dass sie mir wehtun. Ah, nice, das kann ich nachher dort schauen. Dieses Discord. Das ist eigentlich eben schon noch gäbig, weil so wie ich es mitbekommen habe, kannst du ja da innen keine Fotos und keine Links schicken. Also ich bin eigentlich so ein mit Katze oder Banane als Gale. ich find Katzen aus Gale finde ich immer sehr gut. Es gibt einfach ein automatisches Plus, einfach weil es eine Katze ist. Ich glaube, sehr viele da würden mit mir agreeen, dass eine Katze einfach alles 1000-mal besser macht. Aber ich sage auch nicht gegen Hunde. Nur das gibt mehr Arbeit. Ich habe selber alles busy. Ein Kater. Und er ist sehr, sehr anhänglich. Aber das habe ich auch so wollen. Weil ich habe nämlich irgendwo gelesen, wenn man ein anhängliches Büsi will, dann muss man ein Männchen nehmen. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Vielleicht hat da irgendjemand eine Erfahrung mit oder vielleicht hat irgendjemand so viele Katzen, dass er das kann widerlegen oder approven. So. Also ich weiß auch nicht, was das jetzt gerade wird. Ich glaube, das wird ein Schenkel.
immer, wenn wir so in der Ferien waren. Also es schaut immer unser Nachbar auf die Katze. Das ist super, das ist mega lieb. Aber es ist dann halt gleich, weil dann niemand mit dem schläft und niemand rum ist er dann nach der Ferien immer extrem, extrem anhänglich. Und du bekommst ihn nicht weg. Gestern habe ich auch noch kurz gearbeitet. Mit meinem 60%, das klingt auch, gestern habe ich nur kurz gearbeitet, aber so mit 60% ist es halt wirklich immer nur kurz. Und ich habe ihn kaum ab der Tastatur gebracht. Also grundsätzlich hat er meine E-Mails für mich schreiben. Wäre eigentlich wahrscheinlich noch lustig gewesen. Ah, das kommt so dran. Ich bin verwirrt. Ich habe das Gefühl, letztes Mal bin ich so gut vorangekommen. Ich glaube, das viele Gelb. Es ist einfach zu viel Gelb. So. Und jetzt. Gott doch. Oder ein Bein. Ja, bei der Schenkel. Der Pikachu-Schenkel. So, jetzt wird es lustig. Das wird jetzt nämlich hier dran gedrückt. Irgendetwas vergessen. So ein blaues Teil. Oder so ein weißes. Eieiei. Gut, ich habe mir das Set ausgesucht. Ich muss mich nicht beschweren. Ich darf mich nicht beschweren. Also das stimmt ja, so. Ah nein, da habe ich ja dran. Gut, doch nicht ganz Banane. Da kommt jetzt da rein. So. Ah, das ist die ganze Hexerei. Ich dachte, das wird komplizierter.
Also, so langsam wie ich gerade bin, glaube ich nicht, dass wir heute fertig werden. Aber das ist ja auch okay. Muss ja nicht immer alles stressen. Den Moment geniessen. Ja, schauen. Letztes Mal habe ich ein bisschen überzogen, um noch ein Säckchen fertig zu machen. Aber das sollte ich eigentlich heute nicht. Weil ich am Nachmittag noch in die Schule darf. Das ist eine Planung von... Nein, ich will nicht sagen, es ist meine Schuld. Wahrscheinlich schon. Vielleicht habe ich nicht richtig gelesen. Aber ich habe eigentlich gemeint, ich habe am Mittwoch Nachmittag Schule. Und jetzt ist es doch Dienstag. Und jetzt muss ich mit gutem Glück den anderen Kurs, den ich auch noch habe, ist auch am Dienstag. Also ich bin gefühlt doppelt gebucht. Was man nicht alles macht für Credits. Aber es ist wenigstens spannend. Plus haben wir heute am Nachmittag so eine, es heisst Fishbank. Und das ist irgend so ein Spiel. Das finde ich immer super. Wir können ein bisschen Fisch einkaufen, so wie ich es gelesen habe. Fisch verkaufen und Boot einkaufen. Das ist so lustig. Nach der Ferien hart am Arbeiten. Hoi. Hart am Arbeiten. Ja, siehst du mich brüllen, oder? Es ist traurig. Traurig. Was ich da machen muss. Aber ich kann mich ja nicht beschweren. Kann man das Teil so lang ziehen? Dann muss ich immer schauen, dass ich, wenn ich jemanden kenne, dass ich den Namen nicht sage. Privatsphären und so, oder? Also,
Ich bin hier hart meine Finger am Trainieren. Also, soll ich die gerade rausgeben? Mit Adressen und Telefonnummern. Ja, die wüsste ich schon. Also ich wüsste sie nicht genau, aber ich kann sie auf der Map schon beschreiben, wo sie durchlaufen müssen. Die Telefonnummer kann ich auch nicht auswendig, aber ich kann sonst mein Hotel gerade da. Du musst nur sagen. Guter Weg, zum neue Kollegen kennenlernen. Wenn ich die gerade hier habe, schaust du das neue Game of Thrones? Ich habe das letzte Mal schon angesprochen. Ja, aber neu ist die Episode noch nicht gesehen. Mhm. Wie findest du es bis jetzt? Das heisst, du darfst nicht spoilern. He? Ja, egal. Ich finde es auch wirklich langsam sehr, sehr gut. Oh. Nicht nur wegen dem Doktor. Aber es gefällt mir. Nicht so wie das hier, wo auch zum Knübeln ist. Das kommt doch da rein. Vielleicht macht mir das Set auch so hässig, dass ich das aus dem Fenster rauswirf. Was der Capaldi hätte diese Tochter spielen. Was? Er hätte diese Tochter spielen. Das wäre sehr gut. Aber besser gut mit dem schottischen Akzent. Ich muss das schnell zu mir ziehen. Ich muss es schnell ein bisschen schlagen. Hast du eigentlich die Bücher gelesen? Also die Zusatzbücher? Wäre besser als ein alter, hässiger Schott. Ein bisschen umschreien kann er. Gott verdammt! Darf ich hier fluchen? Ich muss das irgendwie anders machen. Zusatzbücher nicht. Kannst du das ein bisschen gut noch machen? Und mich nachher nächste Woche updaten. Der Name des Windes, das Buch 3 ist eh nicht draussen. Wirst du in dem Fall nichts Besseres haben zum Lesen. Und es tut mir leid, ich habe auch in meinen Ferien die Buchvorschläge noch nicht gelesen. Ah, stimmt, das hast du ja gesagt. Ja, dann hast du noch 3 Jahre. So, wenn ich es jetzt nicht schaffe, nehme ich das Ding auseinander.
Endlich. Dafür greift mir jetzt dort alles ab. Ist mir egal. Es geschafft. Das war mein Workout für diese Woche. Fluchen und drohen hilft. Habe ich eben auch gehört. Und was willst du jetzt tun noch? Ah, das da so. Fluchen und drohen. Hilft brüllen auch. Das ist jetzt nämlich dann das, was ich jetzt mache. Jetzt noch so ein Bild, wie soll es aussehen? Ja, ja, das passt. Es dreht. Rennen hilft nur, wenn es einem interessiert. Also, wenn das Ding interessiert es einem ja eh nicht. Also, ja, ist okay, dann brülle ich halt nicht. Viel Spass beim Weiterarbeiten. Tu nicht zu wild. Wir hören uns. So. Ich glaube, ich habe die Knübelei geschafft. Ich hoffe es. Ich hoffe, ich muss nicht mehr so knübeln wie jetzt gerade vorhin. Was gibt es bei euch so zum Mittag? Was steht auf dem Plan? Pizza? Ha! Ich habe, glaube ich, das Teil vom Schwanz. Das, was im Resti hat. Hast denn du ein... Gehst du immer ins Resti essen, oder? Bei mir gibt es momentan, wenn ich am Eis dann losgehe, einen Speckkugelhopf. Und dann muss ich noch schauen, was ich daheim alles habe. Das ist mein Plan, mal zum Heimfahren. Ausser Haus.
Wenn du auswärts gehst, was ist so deine Go-To-Richtung? Ist es eher so Fast Food oder asiatisch? Ich gehe meistens immer asiatisch essen. Das kann ich daheim nicht so gut machen wie im Rest. Mm. Ja, also so vor allem, gell, wenn du merkst, dass es einfach frisch ist, muss ja nicht unbedingt Fine Dining sein. Ja, das sage ich amigs auch nicht nein. Wir wohnen eben Richtung Zürich. Da hast du jetzt so viele feine asiatische Sachen oder halt so vietnamesisch. Oder so Ramen oder so. Das ist halt etwas, wo, wenn du es daheim machst, musst du es mega lang köcheln lassen, dass es halt eben den geilen, feinen Geschmack hat. Und dann ist halt einfach das Rest schon gut, wo du einfach reinhocken kannst und dann bekommst du es. Aber ich muss eben auch ein bisschen sagen, ich bin ein bisschen verwöhnt, weil mein Freund kocht eben mega gut. Und ich habe auch nicht mehr so, also so, wir haben so einen Sous Vide. Und mit Sous Vide, das ist einfach beschissen. Da kommt einfach jedes Stück Fleisch, gelingt dir einfach. Dann kann ich amigs gar nicht mehr so auswärts essen, weil es daheim genauso gut ist. Hoi Quick, du bist wieder in der Massage gsi, hä? Ist gut gsi. Also verpasst hast du noch nicht viel, ausser dass ich heute durch die Linie versage. Es ist richtig schlimm. Ich bin richtig langsam. Nur am Fehler machen die ganze Zeit. In diesem Fall genug durchgeknetet worden. In dem Fall wird ich nicht fertig. Nein, ich glaube es nicht. Also, es war echt ein Knorz, das Teil hier anzubekommen. Tschüss, Excuse. Dir auch einen mega schönen Tag und einen guten. Jedenfalls, da das
Schnürchen zu spannen. Was habe ich noch da? Noch etwas reindrücken. Also, dass ich das ganze Teil eigentlich nicht gegen die Wand geschmissen habe, gerade vorhin. Das ist ein Wunder. Aber ich habe auch gesagt, man muss ja nicht überstürzen. Man kann ja auch mal ein bisschen langsamer sein. Darf man ja auch mal. Ja, ich würde sagen, das wird der Schwanz, oder? Da unten kommt er dann wahrscheinlich irgendwo dran. So. Mein Guess ist, ich habe mich einfach zu gut erholt. Ich habe all meine Skills zum Zusammensetzen verloren. Weggegessen. Kann ich schon fast sagen. Weggetrunken. Vielleicht sollte ich einfach so ein Aufwärmen machen. Bevor dass ich hier komme, zusammensetzen, tue ich am Morgen noch ein anderes Set zusammensetzen, das man mich nicht sieht. Das wäre einfach Win-Win für alle. Ich bin darauf vorbereitet, habe doppelt Spass. Das klingt doch nach einem Plan. Also so jetzt den Schwanz zusammenbauen, das ist voll easy. Aber ja, ich muss dann auch mal wieder andere Hersteller ausprobieren. Wie es ist zum Zusammenbauen.
So. Jetzt haben wir dann den Schwanz. Jetzt allen noch mal einen guten. Jetzt ist es 12 Uhr. Was gibt's bei dir, Quick? Kebab. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es gibt Salat. Röseliköl. Oh, im Kebab hat es Salat. Das stimmt. Das ist ein gutes Argument. Salat mit ganz viel Kebabfleisch. Ich glaube, so passt das. Sieht ein bisschen los. Aber ich nehme an, das wird schon stimmen. Es wird schon stimmen und sonst merken wir es dann am Schluss. Darf ich alles nochmal aufmachen? Alles nochmal von vorne. Jetzt mache ich mir ein Set, das genau nur aus 10 Teilen steht. Ich sehe, der Kebab ist beliebt. Ein Kebab wäre schon nicht schlecht. Ein Kebab geht eigentlich immer. Das ist so wie Pizza. Pizza geht auch immer. Kebab ist auch gut als Apero oder Dessert. Also ein Apero-Kebab, nachher dann ein Hauptgang-Kebab
Und am Schluss noch ein Dessert-Kebab. Es gibt Schoki-Kebabs. Aber willst du denn einen salzigen aus Dessert oder ist es dann eben ein Schoki-Kebab? Also so das. Kannst du sagen, ein Crepe. Ah, das wäre schon geil. Da bekomme ich auch gerade Lust. Schoki-Kebab mit Fleisch klingt gut als Dessert. Nein, das klingt überhaupt nicht gut. Mit Fleisch. Gut, es gibt ja Schokisoßen über Fleisch. Hm. Hm. Ich weiß es nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Müssen wir mal ausprobieren. Oder hat das schon mal jemand gehabt? Ja. Ja! Natürlich! Das würde mich jetzt schon noch wundern. Aber ich will dann nicht das ganze Fleisch natürlich voll mit Schokosauce haben, sondern einfach so ein bisschen. Einfach ein bisschen. Vielleicht hat es ja schon irgendjemand da mal gehabt. Fleisch mit Schokosauce. Ich habe gerade Hunger. Fleisch mit Schokosauce. Ja, oder einfach so ein Crepe. Die Creperia in Aarau. Das ist super. Einfach da so Werbung für ein Rest reinbringen. Die machen dann auch einen Cappuccino nach den Zähnen zu oben. Ich muss meine Gedanken ein bisschen weg vom Essen lenken. Sonst fällt dann wirklich noch mein Bauch einfach knurren. So. Zu was könnte man es lenken? Nein, es geht nicht. Ich habe das Essen im Kopf. Gibt es den besten Kebab in der Schweiz? Wer weiß das? Gibt es den überhaupt? Gibt es die Auszeichnung? Müssen wir mal nachlesen. Ich habe nur schon mal den schlechtesten Kebab gehabt. Also nicht bewusst. Unbewusst sind wir reingelaufen. Aber es gibt ja auch so fancy Kebabs in Zürich. Mit Kobe-Fleisch und so kannst du ja haben. Ich weiß aber nicht mehr, wie er heisst, der Laden. Macht das Sinn, so richtig
geiles Fleisch in einen Kebab rein zu tun. Wo nicht, also doch, du schmeckst es ja schon, aber es hat halt noch viele andere Geschmäcker. Macht denn das Sinn? Wir haben uns ja mal auf die Suche nach der besten Pizza gemacht, aber wir haben sie noch nicht gefunden. Wir munkeln, sie sei sauber gemacht. Aber es muss doch auch in der Restis irgendwo so eine richtig geile Steh-Ofen-Pizza geben. Jedenfalls wissen wir, dass es Pizzamehl macht sehr viel aus. Und wie lange das es den Teig aufgehen lässt. Aber auch in den Ferien in Italien, wir haben sie nicht gefunden. Wir haben zwar ein paar gute gehabt. Das Ziel haben wir nicht erreicht, in den Tagen Pizza zu essen. Aber es hat immer noch so ein bisschen Luft nach oben gehabt. Vor allem sind die Teigwaren sind fast am besten gewesen. Aber es kommt ja auch wieder mega auf die Region an. Also wo das bist und wo welche Spezialitäten sind. Das ist eigentlich schon noch krass, wenn man überlegt, wie viele verschiedene Teigwarensorten es gibt. So. Ein weiterer Schenkel, den ich dann näher dran würgen darf.
gerade nicht so Fan. Gerade nicht so Fan davon. Zu schliffrig. Vielleicht besorge ich. Ich habe mich eine Idee rein. Jetzt würgen wir das wieder da hin. Wunderbar. Ist besser gegangen, als ich gedacht habe. Noch nichts gesagt. Da kommen ja noch beide dran. Jetzt hast du gedacht, das wäre das schon ein bisschen lang zum Rausschauen. Da kommen ja auch noch mal beide dran. Es hat immer schon einen ganzen Körper. Das geht nicht auseinander. Ich bin so richtig stolz auf mich. Mein eigenes Pikachu zusammenbauen. Das macht Sinn. Ja, letztes Mal habe ich noch gesagt, ich kann eine Olympiade im Schnellzusammenbauen. Da war ich noch naiv gewesen. Jung und dumm gewesen. Das Hinterteil. So. Ja, es sieht langsam nach einem Pikachu aus. Langsam. Vor allem dank dem Schwanz. Finde ich. Kommt es langsam zusammen. Und ich glaube, jetzt habe ich das Gröbste vom Innenwurstel gemacht. Ich hoffe, dass das nächste an den Körper anbauen nicht mehr so mühsam wird sein. Dann kann man ja noch die Beine und den Kopf halten. Wir sind bei Sacker 9. Und wir haben
14 Säcke. Und Seite 86 und wir haben 130 Seiten. Also ich würde sagen, nächstes Mal sind wir auch noch an dem dran. Ist so meine professionelle Meinung. Ist eigentlich irgendjemand von Zürich und war am Knabenschiessen. Das war ja gestern, oder? Und Knaben geschossen werden. Ich glaube, momentan konzentriere ich mich ein bisschen mehr als letztes Mal, dass ich das richtig zusammensetze. Was noch lustig ist, wir haben bei uns im Büro unten, also da, wo das Studio ist noch das Büro. Das ist eigentlich auch mein Büro. Also das Grossraumbüro. Und wir haben neue Leute bekommen, weil sie am Umbauen sind. Die schauen alle so lustig da rein. Ich kann ihn richtig ablenken. Sie sind wahrscheinlich voll verwirrt, was da passiert. Ich glaube, ich mache jetzt gerade den Rücken von dem Pikachu. Streifen. Habt ihr eigentlich gewusst, dass man sagen kann, dass das Pikachu ein Männchen ist? Aha. Das kann man nämlich am Schwanz definieren. Männchen haben so einen zackigen Schwanz und Weibchen haben so einen runden Schwanz. Pokémon-Fachwissen. Lektion 1.
finde ich eigentlich noch lustig, haben sie jetzt also so gemacht, so wie wirklich wie in der Tierwelt. Aber ich glaube, das ist etwa der einzige unnütze Pokémon-Fact, den ich kenne. Also unnütz ist es ja nicht. Nice to know. Dafür habe ich andere wichtige Sachen aus meinem Hirn rausgelöscht. Was? Wissen, wie man Steuern macht? Nein. Wie den Namen der Pokémon kennen? Ja. Das stimmt nicht, kennen auch nicht mal alle. Sind zu viel geworden. So, da, Rücken. Ich habe jetzt einfach Temtem spielen. Sehr nice Pokémon-Klon. Sind das die verklagt worden sind? Ich habe gemeint, die haben gerade letzte andere Firmen verklagt, weil sie zu nah abgekupfert haben. Oder ist das Open Space, wo alle vor irgendwie einem Jahr mal so richtig aufgehypt haben? Aber ja, es ist schon krass, dass es eigentlich nicht mehr so Spiele gibt. Oder er muss nicht meines Wissens nach halt nicht. Die so scharf dahinter sind. Ich meine, Tiere von Leveln, züchten. Da hat man doch sicher kein Patent drauf. Ich glaube nicht, dass sie verklagt werden. Sie haben jetzt die erste Version rausgegeben. Offiziell nicht mehr Early Access nach 2 Jahren. Ah. Aber dann kann es sein, dass ich von dem mal gelesen habe. Das ist aber auch schon länger her, in dem Fall. Sagst, muss man das in dem Fall anschauen, wenn man sehr gerne Pokémon spielt. Habe ich wieder etwas zu tun. Oder vielleicht ist jetzt das eben auch nicht gut gewesen, dass du mir das jetzt gesagt hast. 2 Spieler Co-op, ganze Kampagne. Nice. Weil wenn das sonst würde ich es nicht spielen. Ah, du wirst es sonst nicht spielen. Aber dann würde ich das sicher mal anschauen. Aber es ist eben jetzt leider sehr unpraktisch, weil eben jetzt startet meine Schule wieder. Eigentlich müsste ich jetzt lernen. Da darfst du mir eigentlich nicht so Spiele vorschlagen. Was sind denn so Süchtigmacher bei mir?
Okay, dann gehe ich jetzt in Mittag. Ja, nein. Nein, guten. Einen guten wünsche ich dir. Es ist ja schon 12:30. Eieiei. Die Zeit fliegt. Das heisst, wahrscheinlich schaffe ich noch diesen Sack. Wahrscheinlich. Wenn ich alle Teile finde. Das ist auch nicht da. Da ist es. So. Ist schon gut, wenn ich wieder etwas Neues zum Gamen habe. Momentan bin ich ein bisschen ausgamet, habe ich das Gefühl. Ich warte ja eigentlich immer noch darauf, dass Baldur's Gate 3 endlich aus dem Early Access draussen ist.
Ui, nein, ich sehe schon, das wird dann... Ich hoffe nicht, dass ich da irgendetwas da muss doppelt durchstoßen. Meine armen Finger. So. Da. Vielleicht mache ich dann auch mal irgendwie ein Set mit ein bisschen mehr Farbe. Also nochmal gel. Also man muss eigentlich schon genau wissen, welche Teile das es gibt und welche das man muss nehmen. Ich habe das Gefühl, ich nehme nicht immer das Richtige. Aber es geht dem immer auf. Ah, das habe ich vorhin gesagt, es geht dem immer auf. Hm. Siehst du, dass das da hinkommt? Da so. Ich brauche noch ganz normales Zweier. Irgendwie fehlt etwas. Aber ist mir, glaube ich, nicht danke. Hm. Nicht gut.
glaube auch nicht, dass ich falsch verbaut habe. Ja, mal schauen. Kommt dann noch etwas auf das 2 drauf? Oder können wir einfach beschissen? Und so eins rein tun. Das geht ja manchmal. Aber das sollte jetzt nicht so schlimm sein, wenn es ein Zweier ist. Schießen wir halt. Vielleicht kommt es irgendwo noch vorne. Vielleicht auch nicht. Aber dann verbauen wir doch ein Ersatzteil. Und nur wir wissen das jetzt. Dass dort ein falsches Teil drin ist. Tada! Ja, bringt mir nichts, weil da brauche ich jetzt genau auch wieder eins. Ha, 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 ha. Hm. Ja, nicht gut, nicht gut. Und ich glaube, das kann ich nicht so einfach. Kann ich nicht so einfach anpassen. Dass es dann auch nachher stimmt. Da muss ich schießen. Ja, einfach die falschen Teile noch rein da. Das da doppelt irgendwie. Das braucht. Ja, ich glaube, fehlt das Teil. Ja, vor allem, also es fehlt nicht nur eins, es fehlen 2 Teile. Und ich weiß nicht, ob sie falsche Teile drin hatten.
Oder nicht. Aber wir haben ja noch ein paar Ersatzteile. Irgendwie habt das schon. Irgendwie funktioniert es da schon wieder. Ich weiss auch gar nicht, wie das ist bei Ihnen mit den Ersatzteilen. Ob du das auch einfach melden, Setnummern angeben und dann liefern sie es dir nachher. Sorry, jetzt habe ich gerade das Teil aus Versehen in die Küche reingeschmissen. Ah. So, jetzt mal schauen hier mit meinem improvisierten Gebauen. Das kann ich gar nicht so machen. Da kommen die hier weg. Haha, nein, ich sehe den Fehler. Ich habe falsch verbaut. Das ist meine Schuld. Ich nehme alles zurück. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das war meine Schuld. Ich weiß. So. Jetzt muss ich auch schnell wieder herausfinden, was woher kommt. Jetzt muss ich das auseinandergerissen haben.
Dann stimmt's. Da habe ich nichts gesagt. So. Kurs korrigiert. Es stimmt jetzt wieder. Der Schenkel stimmt. Da kommt jetzt. So. Okay, ich habe nichts mehr gesagt, mit ich muss nicht mehr knurzen. Jetzt knurzen muss ich noch. So. Da ist ja der Fuß noch. So. Das Ganze aus. Ich glaube, das reicht noch für das eine dabei. Und dann habe ich, glaube ich, genug Schaden für heute angerichtet. Und langsam bekomme ich auch Hunger. Einiges komplizierteres. Muss ich sagen, anstatt einfach nur ein Böckchen. Das Böckchen ist recht easy gegangen. Körper.
ist ein bisschen murksiger. So, und dann haben wir das eigentlich gerade auch eine direkte Punktlandung. Also ich hoffe, das Viech hebt jetzt auch. Es dreht sich nicht mehr so gut, aber ich wollte jetzt auch nicht allzu viel drehen, nicht, dass ich es so wie kaputt mache. Ich muss dann gleich noch mal schauen mit dem Bein. Wird irgendwo blockiert. Aber das würde ich sagen, das schaue ich dann sonst mal noch vor dem nächsten Stream an. Dass das auch passt. Weil ich glaube, meine Geduld ist langsam am Ende mit dem Mords-Ding. Es ist ein bisschen, es ist schmorzig momentan. Aber man sieht, es kommt. Der Schwanz ist da, die Beine sind langsam da. Und mit meinem Tempo. Heute. Naja, vielleicht bin ich das nächste Mal ein bisschen schneller. Aber ich muss schon sagen, es ist vor allem, wenn man nicht viel zusammenbaut, wenn man da die ganze Zeit muss zusammenstecken und schauen, wo ist was, welches ist das Richtige, ist es recht anspruchsvoll und nicht einfach, würde ich mal sagen. Vor allem muss man Kraft haben. Sehr viel Kraft damals. Aber es kommt. Und ich glaube, dann nächstes Mal, jetzt bin ich schon ein bisschen besser drin, jetzt weiss ich, wie man die Beine macht. Schaffen wir es wahrscheinlich fertig. Ja, dann ich danke euch allen beim Zuschauen, beim mich unterhalten, schon fast zum Sagen. Nicht ich unterhalte euch, ihr unterhaltet mich. Hat mir Spass gemacht, wieder den Mittag mit euch zu verbringen oder die 2 Stunden mit euch zu klötzeln. Und wir sehen uns nächste Woche am gleichen Tag um die gleiche Zeit. Ja, tschüss, quick. Nein, es war schon eine Massage. Schönen Tag noch. Und wir hören uns.